Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Unser neues Projekt sollte ein Journal werden, das so mit eher gröberen, grösseren Sachen dekoriert wird, wie zum Beispiel solche Blumen oder irgendwelche grossen Vögel. Das hier sind Linolschnittvögel, aber ich möchte gerne noch ein paar Vögel zeichnen und dann so ausschneiden, wo man dann so ein bisschen dekorieren kann. Aber wie wir schon einmal herausgefunden haben, wenn ich Vögel zeichne, dann kommen sie so raus. Oh. Und naja. Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, dann, wo wir die hier gezeichnet haben, so, Vögel zeichnen ist anscheinend nicht ganz mein Ding, ich muss das mal üben. Und jetzt habe ich gedacht, ich nehme euch doch mal mit, wenn ich übe Vögel zeichnen. Und ich habe mir vorgestellt, ich mache das mal so. Ich nehme mir hier ein Buch, das ist irgendein so ein Lexikon der Tiere. Da habe ich ganz Haufen Vögel drin, andere Viecher, Haufen Vögel. Moment, schnell, einen Haufen Vögel. Das sind nur exotische Vögel. Nein, da kommen die Vögel. Ich habe da eben schon ganz Haufen mal gebraucht für andere Projekte, aber es hat doch noch ein paar Vögel drin, die man könnte zeichnen könnte. So, und ich habe hier Transparentpapier. Nehmen wir doch mal eins. Aha, das ist so ein Block. Ja, gut. So, und dann habe ich hier, ich nehme mir jetzt gerade, da ist er. Super. Der 0,8 Copic, der wirklich schön dicke schwarze Linien macht. Und suchen wir hier mal so ein Vögel aus. Sagen wir doch, nehmen wir doch mal den hier. So. Und dann habe ich hier mein Transparentpapier drüber und fahre einfach mal dem seine Linien nach. Das muss auch gar nicht ganz genau sein, weil das kontrolliert ja nachher niemand nach, ob das Vögel jetzt genau so dick war oder ganz genau so ausgesehen hat. Es geht nur um die groben Umrisse. Was hat so ein Vogel eigentlich für eine Form? Da habe ich jetzt den Schwanz ein bisschen länger gemacht, weil das hier abgerissen ist. So, und jetzt sehe ich das Auge nicht ganz. Das Auge ist so. Und ui, jetzt sieht er böse aus. Jetzt sieht er böse aus. Ja, noch. So, dann hat er hier so einen Fleck. Und der Flügel. Kommt jetzt auch ein bisschen drüber raus, aber das machen wir jetzt nicht. So. Ja, ich glaube, das ist gut. So, das kann man natürlich alles noch viel genauer machen, theoretisch. Aber mir lenkt jetzt das einmal so. Ui, jetzt kommt das Bein. So. Ja, das ist doch mal ein gutes Vögeli. Das, finde ich, sieht doch allemal ein bisschen besser aus. Wieder das. Oder wieder das. Ja, gut. Wir machen noch ein paar. Wir machen noch ein paar. Wie wäre es denn vielleicht mal noch mit dem, wenn das hier gerade so nett da sitzt? So. So.
Der schaut auch böse. Der schaut auch böse. Ui. Das ist auch ein dickes Bein geworden. Und hey, irgendwie hat es da meine Tinte nicht ganz angenommen. Wieso nicht? Und hier auch nicht. Seht ihr das? Mega komisch. Ist scharf, weiß nicht. Dort am Fuß. Weiß auch nicht wieso. Ja gut. Wir machen noch weiter. Wir nehmen noch so einen da. Ja. Die schauen alle böse. Das ist irgendwie wegen dem, wo ich hier ums Auge male. Ja, noch. So, was hätten wir denn hier noch Herziges? Das ist doch noch hübsch. Was ist das eigentlich? Ist das eine Mücke? Eine Dorngras-Mücke. Okay, hat ein bisschen ausgesehen wie ein Spatz, aber ich glaube, die Spätzle sind doch ein bisschen dicker. He? So. So, sehr hübsch. Wir machen weiter. Hier ist noch einer, der eine andere Form hat. Der sitzt so ganz gerade auf. Ja, dort hat jetzt ein komisches Auge. Aber hey, die sind ja sowieso dann noch nicht fertig. Wir machen dann mit denen noch anderes Zeug. Aber der hier gefällt mir noch. Der ist so schön so gerade auf. So. Der hat ein kleines lustiges Auge. Ja, ja. Was haben wir denn noch hier? So einen Fink irgendwie mit so einem riesigen Schnabel. Das ist doch mal jetzt noch etwas anderes. So. Voilà. Naja. Gut. Jetzt hier, den muss ich nicht unbedingt gerade haben. Vielleicht haben wir noch irgendwie ganz einen anderen. Ja, das ist ganz ein anderer. Da haben wir doch noch irgendwie so Hemden oder etwas könnte man schon noch machen. Oder so ein Gückel wäre doch auch noch witzig. Der wäre ein bisschen klein da jetzt gerade. Aber hey, wir wollen ja einfach als erstes mal wissen, wie sieht das Tier überhaupt aus. Ist jetzt komplett egal, wie groß das es schlussendlich dann ist. So. Oh, so einfach ist ein Gückel. Leck doch mir, das hätte ich nicht gedacht. Oh, ein Papagei. Oh, ein kleiner Papagei. Wo haben wir den? Easy Papagei. Easy Papagei. So. Da. Dem haben wir früher Bananenvogel gesagt. Der Tukan. So, der ist jetzt ein bisschen verzittert da oben. Das kann man natürlich auch so machen. So.
Aber ich wollte doch noch eine Ente wählen. Nein, Enten sind, glaube ich, oh, doch ganz vorne. Da haben wir irgendwie übersprungen. Mega viel. Oh, eine Eule. Eule. Ich will noch eine Eule. Also noch eine Eule und noch eine Ente. Dann haben wir auch die kleine. Ah, das sieht voll aus wie so eine Comic-Eule. Sorry, Euli. Sorry, aber jetzt eine Ente. Hallo. Ente. Da haben wir das Blässhuhn. Ich will so eine typische Ente, oder? So. Ah, wenn ich das noch habe, wenn ich da nicht alles schon rausgerissen habe. Oh, die wären auch schön gewesen, aber ich glaube, da gibt es nur noch Köpfe. Oder die sind so ganz kleine. Das sollte ich nicht. Ah, da, Ente. So, dann haben wir doch gerade den hier. Oder den. Oder beide. Schau, die haben gerade beide noch Platz. Nehmen wir beide. Naja. Okay. Ich glaube, wir haben genug. Wir haben genug. Ja, jetzt könnte ich eben sagen, ich tue das so durch so ein dünnes Papier. Einfach ein normales Kopierpapier durchpausen. Weil ich das ja jetzt mit so dickem Schreiber gemacht habe, sollte man das so dadurch eigentlich relativ gut sehen. Oder ich könnte sagen, hey, das sind jetzt extrem einfache Umrisse, die könnt ihr jetzt einfach abzeichnen. Und ich kann ja einfach beides mal probieren. So, wenn ich es nicht gut sehe, kann ich zum Beispiel auch das Fenster haben. Dann kann man noch ein bisschen besser durchpausen. Ich probiere jetzt doch das einfach. Ich habe jetzt drunter auch noch ein weißes Papier gelegt, weil man es dann ein bisschen besser sieht, weder wenn ich es auf der dunklen Unterlage habe. So. So, das ist mein erster Versuch. Ja, die Füße sehen jetzt ein bisschen doof aus. Die Füße sind nicht so hübsch. Aber ich kann das jetzt auch noch einmal ganz anders probieren. Und zwar, indem ich jetzt nämlich da wieder das Bleistift nehme. Und mir das zuerst einmal skizzieren. Dann muss es nämlich auch nicht auf die erste
Strich gerade sitzen. So. Und dann kann ich jetzt das hier noch einmal nachfahren. Oder das kann ich natürlich jetzt auch mit einem dünneren machen. Wenn ich den einen finde, der für mich passt. Den. So, ja, die Füße sind noch nie schön gewesen, wahrscheinlich darum. So, ja, also ich meine, ich finde beide recht gut. Der ist jetzt halt ein bisschen feiner geworden. Aber grundsätzlich, jetzt so, wenn man es vergleicht mit solchen Blümchen oder so, oder wenn man es vergleicht mit solchen Vögeln, ist doch das jetzt recht ansehnlich geworden. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich möchte einfach aus dem Gedächtnis irgendeinen Vogel zeichnen, dann probiere ich mich hier daran zu erinnern, oder ich probiere jetzt einfach den mal abzuzeichnen. Hier. Wie der jetzt könnte, muss jetzt natürlich nicht ganz genau so aussehen, nicht so perfekt. Aber er hat jetzt einen kugelrunden Kopf, sondern so ein bisschen einen flachen, dann ist der Rücken. Das kommt schon super. Dann hätten wir das Schwänzchen und den Bauch und den Hals. So, ja, vielleicht das nächste Mal zuerst mit Bleistift. He? So, der Schnabel. Zack. So. Dann hat er hier irgendeinen so einen Fleck. Ja, er sieht jetzt schon ein bisschen lustig aus. Aber hey, ich habe jetzt auch nicht so extra perfekt abgemalt. Ja, der hat jetzt ein bisschen kürzere Beine heute. So, also allzu schlecht ist er ja nicht. Allzu schlecht ist er nicht. Ich probiere jetzt die ganze Geschichte mal mit Bleistift. So, auf jeden Fall besser als der. Okay. Ja gut, aber hey, nicht allzu schlecht. Lustigerweise sieht er ziemlich überhaupt nicht mehr aus wie der. Aber jetzt machen wir noch eine andere Challenge. Und zwar, ich tue alles weg verdecken. Und jetzt, ich habe ja jetzt den Vogel 1, 2, 3, 4, 5 Mal gezeichnet. Jetzt sollte ich ihn doch aus dem Gedächtnis können, oder? Immerhin mit Bleistift. Das ist kein Bleistift. Immerhin mit Bleistift sollte ich ihn doch aus dem Gedächtnis können.
Ich merke, ich bin schon wieder ein bisschen am Abzeichnen. Ich muss etwas... So, nicht abschauen. Ohne abschauen. Also, der Kopf war eher ein bisschen flach. So, und dann ist da der Rücken. Ist schon wieder vergessen. Nein, so, oder? Ist der so ein bisschen rund gewesen, aber nicht fest. Und dann das Schwänzchen. Ein bisschen langes Schwänzchen auch noch. Das macht ja nichts. So, und dann ist da der Bauch. Der ist schlussendlich so ein bisschen rund hier vorne. Es geht zum Hals und dann wären wir hier vorne beim Schnabel. Ja, da stimmt etwas nicht ganz. Das ist wahrscheinlich eher so. So, und das finde ich auch ein bisschen komisch. Das ist eher so. So, und dann ist ein kurzes Schwänzchen. So, dann hätten wir den Schnabel. So, da ist irgend so ein Fleck. Das ist auch egal, wie das der genau ist. Das Auge war relativ weit vorne, hat es mir gedacht. Also. Und der Flügel irgendwie so. Und dann Füße. Ist das die vorne? Keine Ahnung, wo kommen die Füße her? So, man muss die da ein bisschen vereinfachen. Aha, so und so. So, jetzt ein bisschen kurze Beine, merke ich hier gerade. Das könnte man glaube ich schon noch ein bisschen länger machen. Also sind sowieso zu kurz. Hey, was hat jetzt da für eine Schlürke gegeben? Sind sowieso ein bisschen länger, aber... Beine sind völlig komisch. Wieso sind jetzt die Beine so komisch? Keine Ahnung. Jetzt hat er halt komische Beine. So, mal schauen. Ja, also allzu schlecht bin ich nicht gewesen, he? Die Beine sind wirklich ein bisschen zu kurz, auch ein bisschen zu weit vorne. Die wären hier irgendwie wie viel weiter unten. Ich glaube, darum sieht es so doof aus. Aber hey, easy. Also, irgendwie bin ich da noch recht zufrieden mit dem Vögel. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte doch jetzt einfach mal so ein Schnipsel aquarelliertes Papier nehmen und da so ein Vögel drauf zeichnen. Mega! So, dann hat es jetzt noch ein bisschen Bleistift, das kann man noch ein bisschen gümmeln. Ui. So, ey, mega cool. Ich finde es genial. Das ist doch super. Irgendwie, hey. Ich finde es cool. Ja, hey, und so schnell habe ich jetzt einfach gelernt, ein Vögel zu zeichnen. Und jetzt wollen wir doch mal hier noch
das nehmen. Das ist doch gar nicht mal so übel. Und das Original, wo ist das Original? Finde ich es auch noch. Das! Das war das Original. So, ja, also allzu schlecht finde ich es jetzt also nicht. Und das kann ich natürlich jetzt mit all diesen Vögeln machen, die ich hier abgezeichnet habe, also durchgepaust habe. Und mit allen Viechern sowieso und mit irgendwie allem. Und schlussendlich gibt es aber daraus dann gleich ganz ein eigenes, obwohl ich es ja eigentlich durchgepaust habe. Ich finde es cool. Ich glaube, ich mache dann noch ein paar und dann kann ich euch dann am Schluss noch zeigen, ja, was alles noch dabei rausgekommen ist. So, da habe ich jetzt noch ein paar Vögel gezeichnet und dann habe ich gefunden, ich gehe doch schon mal über und zeichne die Vögel auf solches eingefärbtes Aquarellpapier. Und dann habe ich die jetzt auch schon mal ein bisschen ausgeschnitten und hey, ich finde, die sind mega, mega cool geworden. Ich glaube, mit denen kann man dann auf jeden Fall etwas Geniales basteln. Und ich habe dann auch noch ein paar grosse Blumen gemacht. Die ganze Geschichte sollte ja jetzt ein bisschen grösser werden. Und da hat es jetzt einfach noch ganz, ganz, ganz viel richtig schön farbige Blumen gegeben, wo wir dann damit unser Journal dekorieren können. Und jetzt müsste es ja dann schon langsam dran gehen, mal so ein Journal machen, das Buch dazu, damit wir dann anfangen, das ganze Zeugs drin dekorieren. Ich bin schon mega gespannt, wie es wird rauskommen und ich freue mich auf jeden Fall extrem über meine Vögel. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und nachher verpasst ihr es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!